Du musst in gewasset abwies haben, dass du bist gut genug, wie die wollen Deipen annehmen oder ein Member merken an so Gruppe. Wel, veel van jullie hebben mal eine Gruppe kleine Jungs oder kleine Kinder gesehen und die vertellen alle von ihr Daddy, von ihr Vater. Ja, und die haben alle in die Belührenden, die haben alle den besten Vater. Und die weiß nicht ganz genau, dass ihr Vater ist der Stärkste, das ist der Beste, das ist der Klügste. Und was immer die anderen Kinder sein, wenn das anders ist, als was du stimmt, was das Vater hat gesagt, das ist immer arg. Heute muss ich sein. Denkt ihr, dass das Guido wären? Denkt ihr, dass das Guido wären, wo ihr dachten, dass deine Eltern oder dein Vater, deine Mama wie die klügste Person auf der Welt. Und du weißt ganz genau, dass wir die stärkste Person auf der Welt. Und wenn immer die Wort irgendwo hinkommt, du willst keiner was gehen tun kann, weil das die einzige rechte, beste, stärkste Person. Dort wir vielleicht so lange drehen, dass du meist nicht kannst denken, dass du sehr clean wirst. Aber denken dort, wo das ändern wird, wo du mal einmal dachtest, dass deine Eltern wären nicht sehr klug. Nicht in den Eltern wiesen, Jugend. Aber denken dort, als die Teenagers waren, dann war die an, dass niemand einmal wären deine Eltern nicht mehr die klügsten Menschen. Und du dachtest, actually, du wirst nicht die ganz klügste Person auf der Welt. Besonders wenn jemand Dad oder Mama am Computer sitzt und du fühlst, dass du wirst der klügste Mensch auf der Welt. Und niemand einmal brauchst du nicht mehr tun, was Mama und Dad sehen, weil du glaubst, du hast es alle ausgefigert und Mama und Dad wären das alle Menschen, die wissen nicht mehr. Aber wenn wir dann nicht mal einmal Kinder haben, ein Großkinder haben, dann mal einmal fangen die dort zwar an zu kommen, dann sagen wir, dort wo die Mama und Dad das deuten, die wären doch gleich so dumm. Dann gehen wir der Mama und Dad eine Rotfrauen, weißt du noch? Wir tun so dort als Menschen, du nur, wo uns Leben wiedergeht, du nur ändert uns Denken einmal, und uns Glauben ändert einmal, du nur, als wo wir leben, du nur, als wo wir das Leben besein. Nu, ik wil met een amerkelijke vrouw vragen, aber hoeveel van jullie hebben dort mal so staat gedaan in jullie leven wo je an Gott glauben? Hoeveel van jullie hebben al 1 oder 2 oder 10 Mal jullie Glauben geändert über Gott? Oder hoeveel Mal hast du al dein Denken geändert über Kirche? Hoeveel Mal hast du dein Denken al geändert über die Bibel? Über Himmel, über die Dinge, was entweder ein Prediger oder eine Kirche oder, weiß nicht, vielleicht deine Mama und Papa, irgendwer, die einen da hier hat. Du nimmst von der die Bibel, die liest und die setzt unter Dinge und die sagst, das ist was ich immer geglaubt habe. Wir sind eine Reihe von Botschaften, die wir dann frisch anfangen. Und was mir jankert zu tun, von der Smarts mit ihnen top, mir jankert mit ihnen zu bekicken, wo wir uns Glauben oder den Weg, wo wir glauben, resetting oder frisch anfangen, dass wir die Dinge wollen glauben, die du reich sind, besonders wenn es kämpft um den Glauben und um deine Worten. Wenn wir uns glauben und unsere Worten ihr schweren taub passen, dann weit wir eins mal meist nicht, wo wir das sagen. Nu, ich weiß nicht, wie viel Prozent hier von dir sind, sondern was du horchen tun, was du ein Tag du wären, wo je dachten dort, ich muss genug gute Dinge tun, sodass ich ein Tag kann gut angenommen sein bei Gott. Ich will mit genug gute Worte haben, sodass ich ein Tag den Himmel anmerken. Dann ein Tag, dann ändert dein Denken, wenn du sagst, du hast so sehr geprüft, das schafft nicht, und du nimmst bloß Jesus und Glauben an, und alles ändert. Du wirst, du wirst nie geboren, du wirst, du wirst frisch geboren. Aber dann, wenn wir mehrere Jahre durch die Länge gelebt haben, dann fangen wir an zu denken, ist das genug? Und warte, ich weiß nicht, wie viel hier Bands sind, was ich getan habe, aber ich weiß, ich habe. Dann ist du was ich tue. Und ich habe Schlagfried, wenn ich dort nicht wo ändern, dann wird Gott mich nicht gleichen. Oder wenn ich dort nicht wo ändern, dann wird ich nicht mehr angenommen sein. Oder wenn ich dort nicht wo ändern, am wenigsten, dann wird Gott mich immer mehr sehen. In der Bibel sagt uns, dass der Glauben und Worten ist tot. Und wir glauben einmal, dass wenn wir nicht genug gute Worte haben, dann sind wir tot. Und wenn wir tot sind, dann weit wir, besonders wenn wir jetzt tot sind, dann weit wir können dort nicht merken. Und ich will von dir ein paar Dinge tun mit Ihnen tun. Ich will uns Mut merken, den Reset-Button oder den
frisch anfangen, Button zu drecken, besonders wenn es am dort geht. Nu, wofür von uns haben mal dit gesagt? Ich war, wann Gott wird. In een area in je leven. Ik war, wann Gott wordt. Ik word dit doen, wann Gott dit wordt doen. Als je nach een curfew hat und je müssen tot naar huis komen, hoeveel van jullie hebben gebeten und zu Gott gesagt, Gott, und du wirst ein Tag laut, und du sagst, Gott, wenn meine Eltern wollen schlupen von dir und das nicht wollen anwollen, von du und wieder wird kein mehr laut sein. Ihr braucht nicht den Hänger abheben. Aber wofür von Juden haben irgendwo ein Versprechen gemerkt und gesagt, Gott, das eine Mal. Wenn du mir das eine Mal willst helfen, von du und wieder will ich immer das tun. Oder du in der Brücke in der Hinsicht haben, aber du siehst, wer krank. Du siehst, wer so ein schwerer Zeichen, du betest zu Gott. Und als sie das leben oder nicht, Atheist, dann reicht es das beten. Wenn du schwer genug das kämpfen leben und wie wir Gott soll uns helfen kommen, uns raten kommen, man reicht Atheist fangen zu Gott zu beten. Gott, wenn du bist und wenn das so ist, dann das eine Mal kannst du mir helfen und von du wieder, wo ich immer nicht zurückfahren. Und wir brauchen euch sei Fan oder sei damit Christen sind, wir tun das fertig. Wir sagen Gott, wenn die das was tun, dann will ich das tun. Wenn die diese Person was heilen, von du wieder, wo ich immer nicht zurückfahren. Wenn die das was tun, dann will ich von du wieder kein mehr das tun. Und wenn die das tun haben, dann weiß ich was nicht, wenn ihr drei denken, dass Gott ist ein treuer Gott. In Gott, wenn den ein Deal merken, Versprechen hält, Gott hält sein Versprechen. Und du und ich sind nicht sehr Fan, um unsere Versprechen holen. Weil was immer wie Gott Versprechen haben, das sei Gott mählich, dass wir das gleiche holen haben. Wenn du Gott irgendwann ein Versprechen hast, dass du wirst von hier und wieder immer viel mehr geben und immer nicht zurückfahren und immer mehr liegen und immer, du weißt, dass du hast viel von diesen Dingen nicht holen. Aber, und ich will Hanni sagen, das merken. Wir sind nicht sehr Fan, um uns Port von Deal, Port von diesen Versprechen holen. Und wenn das uns weich von Denken ist, dann ist es wichtig, dass wir ins Reset-Button drücken und sagen, wie kann ich das denken? Und die Ursache dafür ist, dass, wenn du glaubst, dass du was tun, oder Gott soll was tun, und dann was du das tun, dann glaubst du, dass du hast was Gott nötig fehlt. Ich denke, du musst das tun. Wenn das dein Weich von Denken ist, dann glaubst du, dass du hast was, dass wenn du Gott dort nicht geben willst, dann wird Gott nicht vor dich wollen. Wir glauben, dass wenn ich das nicht mein Gehorsam oder mein, was immer ich will Gott geben, oder mein Geld oder mein Treu sein, was immer, wenn ich Gott dort nicht will geben, dann hat Gott nicht, was der braucht. Wenn das uns weich von Denken ist, dann glaube ich, dass Gott wird uns nicht vor dich und die Dinge, die wir haben, nicht vor dich. Du hast was Gott unbedingt fehlt, und wenn du Gott dort nicht geben willst, dann wird Gott nicht vor dich wollen. Und denk dir mal an. Dort ist, wenn ich dort denke, dort ist ein sehr schwache Ding schwacher Weich von Denken, because, und das ist das Wort, ich kann nicht, was Gott fehlt. Nu, ich habe was Gott jankert, und du hast was Gott jankert, und das ist dein Hort, der will dein Leben wenig gleich dir. Aber den Moment, wo du glaubst, dass du hast was Gott fehlt, und dass Gott kann besser Gott sein, oder Gott kann besser regieren, oder Gott kann besser vor dich kommen, du und ich kann nicht. Kein Ding, was Gott einfach macht haben, sodass die kann wieder regieren. Because den Tag, wo die keine Menschen wären, Gott hat dir in seinen Gedanken, von einer, der den Grund von der Welt gelegt hat, because er gleicht die. Aber einer, der die gemerkt hat, einer der ersten Menschen gemerkt hat, er möchte den Himmel und ihr utnöschen, der kann alles tun, was er will, ohne dass du da bist. Der gleicht die, aber du hast nichts, was du kannst Gott geben, damit Gott was besser funktionieren kann, oder der kann besser regieren. Und so, ich wünsche mir, wir würden den Reset-Button drücken und das war ich von Denken. Weil du hast nicht, was Gott fehlt. Du hast nicht, wenn du das nicht was geben, dass Gott das nicht mehr merken wird. Der andere Weich von Denken, was wir vielmal haben, ist das. Gott wird, wenn ich war. Und das ist dasselbe Gedei, aber bloß von der anderen Seite. Wie viele von uns haben mal gedacht, dass Gott wird uns Dollar sehen, oder Gott wird mich Dollar sehen, wenn ich war Dollar gehorsam sein. Und ich wundere, was die nicht denken, because die Bibel sagt, was die sehen und was die aren't, right? Aber das hat nicht mit dem Glauben zu tun. Was ich probiere zu sagen ist, wie viele von uns denken, dass Gott wird, wenn ich war. Gott wird mir dann gut sein, wenn ich Gott war gut sein. Gott wird mir dann vergeben, wenn ich andere Menschen war vergeben. Oder Gott wird ganz in meine Sieg kommen, wenn ich meine 100 Stopp genommen habe.
Gott wird mich annehmen, wenn ich die Spatten Himmel geklärt habe. Und das ist ein sehr, sehr bekannter Weg von Denken, was ich glaube, sehr, sehr giftig ist für uns Menschen. Und wir weiten uns die einzige nicht mehr tragen, because ob wir das wollen oder nicht, ob wir das mal fliehen oder nicht, viele von uns, wir setzen alle sind nach einer Tag und wir glauben, dass wir das sind gewisse Dinge, wenn ich dem wird nicht mehr tun, dann wird Gott mir nicht gleichen. Oder es sind gewisse Dinge, wenn ich den nicht von Anfang zu tun, dann kann Gott mir nicht gleichen. Und weißt ihr, das ist ein Weg von Denken, was wir uns haben abgeführt. Und ich nehme, wo mal ich das sein? Ich nehme dir das gleich für schlimm auf, wenn du das denken das, weil wo immer wir sind in dieser Welt oder im Bereich in religiösen Circles, du hast uns gelehrt, diesen Weg von Denken. Okay? Wir leben in einer Welt, wo du musst erst was tun, ehe du angenommen bist. Hast du mal irgendwo eine Arbeit gesagt und du wirst auf eine gewisse Stadt schaffen, wo die das sagen, Janke zu schaffen, aber du musst erst ein Resümee anbringen. Und auf diesem Resümee sehen, dass du was du für Erfahrung hast, was du für Schule hast. Und du brauchst ein Resümee nennen, aber du kannst du nicht schaffen, weil du bist nicht gut genug. Hier so, Bora, wie vielleicht nicht ganz so sein mit dort, aber dort ist nur zum Merken, because du weißt, du wirst was lernen und du weißt, du wirst später werden und du wirst es schaffen. Aber wenn du nicht genug Erfahrung hast, nicht genug Schule gehabt hast, dann kannst du das nicht nennen, because ein paar wird gesagt, du bist bloß nicht gut genug. Du hast noch nicht genug Dinge getan, sodass du qualifizieren wirst zum Port sein von das. Okay? Und wir leben in einer Welt, wo die wird nicht die Schule gehabt haben, die wird nicht die Erfahrung gehabt haben, das sind die besten Menschen, und die wird nicht haben, die sind bloß viel leer. Und das ist nicht bloß eine Idee in unserer Welt, das ist eine Idee in eine christliche Kirche, in sehr vielen religiösen Gruppen, wo du musst auch basically mit einem Resümee kommen. Du kannst nicht durch unsere Deren kommen, wenn du nicht einen gewissen Dresscode hast, du kannst nicht durch unsere Deren kommen, wenn du nicht gewisse Weich abgestellt hast. Oder wenn du durch unsere Deren kommst, du kannst wenigstens nicht getauft werden, du kannst nicht bei gemeint werden, du kannst nicht ans Abendmahl nehmen, because du musst in gewisse Weich gelebt haben, ich mal für so und so lang. Du musst in gewisse Abwies haben, dass du bist gut genug, wie die wollen Deipen, annehmen oder ein Member merken an unserer Gruppe. Das ist ein Weich von Denken, was du ramjet. Und wir Christen, wir glauben einmal, dass die Kirche oder die Welt uns das Bild gegeben hat, dass wir müssen erst was wollen, wie kann angenommen werden, dann glauben wir, dass Gott denkt es dort. Wir glauben einmal, dass durch dort, was wir tun, durch die gute Worte, was wir geben, oder das Geld, was wir geben, oder sofern wir in die Kirche kommen, sofern wir lesen und deinen predigen, du wirst ein kleines bisschen besser sein. Und wir glauben, dass Gott auf diesen Weg von Denken, ich wünsche mich, mit alles, was ich an mir habe, dass diesen Weg von Denken wird wir ändern. Because bei Gott, sei wir nicht angenommen, nur wofür Gott wir tun haben, bei Gott sei wir angenommen, wen was anderes. Und mir hat ich 2 Wörter von der zu wiesen, und ich weiß nicht, die wollen von dort lesen, aber das ist ein Wort, was wir Mitleid oder Erbarmen nennen. Und das Wort ist, das ist ein sehr feines Wort, und ich freue mich, dass Gott das für uns fällt. Und wie an meiner steht in der Bibel, in Hebräer, beschrieben auch in der Evangelienbücher, dass es sagt, dass Jesus, der hat Mitleid mit uns. Jesus hat Mitleid, und wenn er Mitleid hat mit uns, das meint, nicht dort, ich will nicht sagen, die Meinung davon kriegen, nicht dort Schlechte kriegen, was ich verdient habe. Wenn irgendwer Mitleid hat mit dir, dann kriegst du nicht das Schlechte, was du dir verdient hast. Lass mich das Beispiel bringen. Wenn du hast was damit getan, dass du von Gesetz ut wirst, wo ich ein Leben lang in Gefängnis setzen. Und du hast das gegen mich getan, und ich würde dir sein, ich habe Mitleid mit dir, ich habe Erbarmen über dir, und ich will nicht haben, so ein Leben lang in Gefängnis setzen. So ich würde das nicht mal verklären, because ich will nicht haben, so ein Leben lang in Gefängnis setzen. Ich habe Mitleid mit dir, ich habe Erbarmen über dir. Das ist, was das Wort Erbarmen meint. Wenn ich dir bloß das Schlechte, was du dir verdient hast, nicht komme. Wenn ich was gegen dich getan habe und du Erbarmen hast über mich, das meint das Schlechte, was ich heute soll tun, das lässt du mir nicht an. Und Jesus hat das für uns. Jesus hat das für die. Wenn wir Menschen, wir haben uns alles abgemessen. Und Jesus lässt uns gehen, mit nicht das Beise zu betun, was wir schuldig wären. Aber das ist ein anderes Wort, wo das Neue Testament voll von ist, besonders wenn Menschen Jesus begegnet haben, Menschen können nicht anders sein, das ist, was Jesus wäre.
Und wir sind dort eben, wo es, wer hat Jesus bejahend, dann beschriftet Jesus in das Wort, und das ist Genug. Genug ist nicht bloß dort beisinnig zu kriegen, was ich verdient habe. Genug ist nach einem ganzen Staub Hacher, und dort ist dort Gaude kriegen, was ich weiß, was ich nicht verdient habe. Dort ist, sie Gott leidt uns nicht bloß gut mit nicht die Schuld betonen, was wir betonen sollen. Gott leidt uns nicht bloß dort allein weichgehen. Nur dem, all das, was wir denn getan haben, dann hat er nicht bloß Erbarmen und leidt uns nicht die Dame betonen, der jäuft uns nie nach Buben an, all das, was wir haben. Jeder Ding, was du und ich haben, dort hat er uns nach Buben angegeben und gesagt, ich will die nicht bloß allein weichgehen lassen, ich will mit die taub sein, ich will gleich mit die. Und der lässt uns Port von seiner Familie sein, der lässt uns Port von seinem Kernekrieg sein, der lässt uns Port von seiner Arbeit, ob das die Kirche in dieser Welt sein, der lässt uns Port sein von das. Und dort wird wir genug tun, und dort wird Jesus von uns tun. Nun Paulus, ich will einen Text lesen von Epheser 2, wenn ihr eine Bibel in der Hand. Und Paulus, der hat das belebt. Hey, danke schön, Oni. Paulus, der hat das belebt. Du bist nicht Chocolate Span, ich wollte nicht betonen ungefähr. Thank you, Oni. Paulus hat genug belebt. Und ich will den nächsten Vers verlesen. Und ich will hier sagen, eine wichtige Wort sein. Paulus hat belebt, dass Gott nicht bloß Erbarmen hat mit ihm. Paulus hat belebt, dass Gott hat genug mit ihm. Und die Ursache, warum ich das weiß, ist, because Paulus ging gram zu einer Zeit, als Jesus kann. Und er konnte Christen so schlecht lieben, er konnte Gott seine Kinder so schlecht lieben, dass er ging gram in alle Kirchen utzuklugen, so es nicht Kniebasch. Okay, so wir bieten Rahmen in Kniebasch dort klugen, so der zu den Christen, alle wen. Und der hat sich verhindert, der wird alle Christen von dieser Welt raufschaffen. Wenn Gott hat gerecht mit Paulus gehandelt, dann würde er den auch bloß dann utklugen. Der würde in Hand drehen. Aber Gott, der den nicht bloß dort klugen in Luten Weichgehen, der den nicht bloß Luten Weichgehen und den Mitleid bewiesen, Gott hat genug für Paulus. Und ich glaube, Gott hat sich verhindert, ich wollte nicht bloß Luten gehen mit seiner Schuld. Ich will Paulus brücken, um eine von den größten Personen sein, die jemals gelebt hat, um Krieg dort tun, was die sich jetzt schon verhindern, die wird vermehren. Sondern jetzt das Evangelium mitteilen, der jetzt so viel Kirchenplan aus der Kimmel, wir haben in der Zeit, der jetzt so viel Bücher geschrieben wird in der Bibel, sind angekommen, aus der Kimmel, wer in seine Geschichte hat. Und so Paulus Gott hat sich verhindert, der wird Paulus nicht bloß Mitleid bewiesen, der wird ihn genug bewiesen. Und wenn wir die Wahrheit ist ein Tag wollen zu holen kriegen, dort ändert rein alles. Und das wird Paulus dort beschrieben in Epheser Kapitel 2. Der sagt so das. Und ich wollte das lesen, der fängt sehr negativ an. Der sagt, und nu will ich kann sagen, nicht bloß so harkness, wenn der den Brief hat von der Kirche von Epheser geschrieben, because das Brief wird nicht der Epheser geschrieben, aber dann checken, der in alle Rahmen, die Kirchen sollen lesen, because das wir eine Gedei für die Christen, die wahre geboren werden. Der sagt, je werden, und ich will han gesagt sein, der verteilt negativ, because der verteilt die Christen, was ein Tag wären, das ist in der Vergangenheit. Der sagt, je werden an jene Sünden jährlich tot. Okay? Was je nach Leben, so ist diese Welt dort. Und er sagt, du wie eine Zeit, wo je jährlich tot werden. Okay? Und er sagt nicht, wen je so leben aus dieser Welt dort, der sagt dann, aus je leben aus dieser Welt dort, das sei wichtig. Because what Paulus hier der sagt, was hier du werden jährlich tot, because ihr deuten alles dumme Dinge. Der sagt, bloß ihr schon aus jener Leben aus der Welt dort, wie ihr bloß jährlich tot. Und ich habe das Beispiel mal einmal gebrochen, ich will han gesagt sein. Wir gleichen einmal Menschen zu kategorisieren bei, und wir würden hier gleich 100.000 Handtaten sein. Wir haben wieder Menschen so sehr leicht an Tausenden Sachen, sondern was die Gott sind, sondern was die Schleich sind, sondern was die Beter sind, sondern was die sehr dumm sind, und auch sehr schlecht sind. Und ich will Ihnen von der wiesen, dass ich will das ein Beispiel bringen für die Dose, wo die tote Menschen sind. Okay? Und das ist die Dose, wo die tote Menschen sind. Und an dieser Dose sagt er, wie je alle ein Tag bin. Als ihr schon in jene Sünden leben, als ihr in dieser Welt leben, je werden in dieser Dose bin und je werden tot. Der sagt euch, je werden dumm, der sagt euch, je werden nur Schlag, der sagt euch, je werden wird aus der Nubasch, aber je werden danach Schlag, der sagt, je werden tot. Das wo ihr schon mal werden.
Und wenn wir diese Worte hat man immer zu holen kriegen, dann merkt die gute Nachricht von Evangelium was immer sein, because dort hat nichts mit uns zu tun. Wie wir in dort. Und dort ja Mensch kann nicht tun. Und das sage ich, schau mal, wie wir dort. Wie wir jährlich dort, was wir nach unseren Sünden leben. Und dann erklärte du, wo das ist. Und der nächste Verfolger, der sagt, wie wir dort, lass mich ganz kurz sagen. Die Ursache, warum wir dort wären, ist nicht wegen, wir nicht genug Gutes getan hatten. Die Ursache, warum wir dort wären, ist, weil wir getrennt von Leben. Nu Johannes Kapitel 15 sagt, wenn der Ost nicht an dem Baum an ist, dann können wir keine Frucht bringen. Wir können kein Gutes tun. Wir sind bloß tot. Und Ost, was du allein liegst, der kann du gleich wachsen. Und so die Ursache, warum wir dort wären, ist, weil wir nicht an der Source von Leben an. Wir wären nicht an dem Baum an. Wir wären dort. Und er erklärt, wo das ist. Und dann einmal sagt er in Vers 4, der sagt, aber Gott. Sag mal, aber Gott. Okay. Wir wären jährlich dort. Aber Gott. Der sagt euch, wir wären jährlich dort, aber wenn du das getan hast, oder wenn du eine feine Truck gefahren hast, oder wenn du so sei gedacht hast, der sagt, wir wären jährlich dort, aber Gott. Und wir müssen das sein. Das hat nicht zu tun mit über mich, hat nicht zu tun mit meiner Familie, hat nicht zu tun mit meiner Truck, das hat nicht zu tun mit den Dingen, was ich getan habe oder was ich nicht getan habe. Der sagt, wir wären jährlich dort, so ist ganz dort, aber Gott. Nu wordt Gott. En ik wil aan je zeggen dat morgen, wenn het zegt over Gott, dat zegt, aber Gott ist so reich in seine, was ist das Wort? Sagt ihr mal, Brüder. Der sagt, aber Gott, so war er. Wir wären dort, aber Gott, wir so reich in seine Genade. Und ich will aan je zeggen, dat wordt nicht vergeten, because der will was von das Wort sein. Wir wären dort, wir können stehen, aber Gott, wir so reich in seine Genade. Und dann sagt er, aber Gott, wir so reich in seine Genade, in Heu. Das meint nicht du, das meint nicht ich, das meint nicht die Dinge, die wir tun haben. Heu ist uns so gut in seine Leben. Und wenn du glaubst, dass Gott die gleich, wenn die anderen Menschen gleich ist, oder Gott die verjährt, wenn die anderen Menschen verjährt hast, das sind Missverständnisse, die in Mutter, was sich vorstellen. Wie kann ich so dort denken? Das hat nicht mit dir zu tun, das hat nicht zu tun mit was du hast getan, das hat zu tun mit was Gott getan hat und wo Gott die Leben hat. So seine Genade in seine Leben. Und dann sagt er es in Vers 5, dort Heu, und das war der Gott, uns mit Christus Tod war zum Leben brach, waren wir auch dort in unsere Sünden wären. Waren wir auch dort in unsere Sünden wären, dort wir Gott, wo er uns zurückbringt, dort wir Gott, wo er uns zurücktragen. Nu, wofür von uns, oder wo Ferken, ich soll die vielleicht persönlich fragen, wo Ferken brauchst du so zu denken als Menschen in dieser Ausdauer? Because according to this text, sind du bloß zwei Kategorien. Du hast diese Kategorie von Tod, dann hast du eine Kategorie, wo die lebenden Menschen bewohnt sind. Nu, wenn du so wie sein, was bringt Menschen durch die Dose, was bringt Menschen durch Han, wo die Menschen sollen sein, was merkt Menschen dort, was bringt Menschen zum Leben, was muss sein, was ist dort? Woran sind wir dort oder woran sind wir leben? Und das ist noch schwer zu finden, nicht? So, der sagt, wenn ihr dort wären in jener Sinn, und dann braucht er das Wort nach ihm und sagt, der Genade, nicht dort verjährten, der Genade. Dass du wenn Gott leidt die nicht bloß gut mit den beiden Dingen, was du getan hast, und der gibt dir nicht treu, aber dass du wenn Gott hat Genade für dich und für mich, und als der uns zurückgeraten hat, dann leidt er uns nicht bloß in die Dose bieten, der braucht uns hier hin, wo wir hin wollen. Gott jäuft uns, was wir nicht verdient haben, was wir ganz gewiss wissen, wir haben nicht verdient. Und dann geht er bei den Extremen und sagt, ich will han sagen abmorgen. Gott hat uns mit Christus Jesus Taub abgewagt, okay, die Dose gebracht, und mit am Taub einen Platz im Himmel gegeben. Nu, wer von Ihnen weiß, was das Wort ist? Der Wort hat einfach down, oder das fehlt nach einer Richtung down, oder der von Ihnen wird seine Entschuldigung, was ist das Wort? Past Tense, das ist geworden. Der redet Christen und er sagt, dass Gott hat uns einen Platz am Himmel gegeben.
Nu, ik weet niet wat je dan, aber sehr viel mal, da wir sind wahre geboren, wir sind geraten, wir sind hinabgekommen, ganz allein durch Genut. Wir sind Gott seine Kinder, wir haben Leben gekriegt und wir haben Leben voll abgekriegt, bloß wegen was Gott getan hat. Aber so sehr viele Menschen, wir sind hier, aber wir denken noch einmal hier. Wir denken noch einmal, wo kann ich beten wollen, so dass Gott mir was annehmen. Wo kann ich ein Tag was kommen, dass Gott mir was annehmen. Nur diesen Fall, nu bist du nicht bloß hier angekommen, du bist nicht bloß hier angekommen, du hast all einen Platz im Himmel gekriegt. So sehr viele Menschen, und ich sage das vielmal von Christen, die grüßen sich meist dort, was die Zukunft bringt, die grüßen sich meist dort, was das Nächste wird passieren, because wir denken noch einmal an diese Dose. Wir denken noch einmal so, von wie ich was mit dem Down, um uns zu rütraten, aber wir sind zurückgeraten und wir haben einen Platz im Himmel gekriegt. Du hast so eine Zett und das nie gekriegt. Und das vor allem Jesus, wenn der sagt, wo wir beten sollen, sagt der sagt, wir sollen das nicht beten. Die in Wellen sollen aber ihr passieren, das im Himmel. Because hier, wo wir leben, auf dieser Erde, du sollst wieder Königreich oder das Himmelreich erluten, blieben, schaffen. Diese Welt, diese Kirche, diese Kolonie, und please hört euch sein, wird eine bessere Stadt sein, wenn wir hier sind. Diese Kolonie, der wird sein Leben sein, ein Leben sperren und von weit auf Leben recken. Durch wo wir uns leben, durch wo wir uns einig sind, durch wo wir uns gleichen, durch wo wir Menschen bedeuten. Woran? Because wir sind nicht mehr tot, wir sind zum Leben gekommen. Und so Jesus sagt, wir haben einen Platz all gekriegt, wir sind noch auf dieser Erde, aber wir haben einen Platz gekriegt im Himmel. Nicht das vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber einmal, wir haben bloß 2 Kategorien. Wir haben Tod und wir haben Leben. Wir haben gleich Fan und Damen Menschen, wir haben tote Menschen, wir haben lebende Menschen. Aber die lebenden Menschen und die toten Menschen, die leben auf dieser Welt, die leben in dieser Zeit. Und so ist ein Klima, das sind jetzt 2 Bubbles, right? Die sind noch einmal tot, wir leben in solcher Welt, aber wir sind in einem anderen Königreich, als wo die toten Menschen sind. Das meint, wir haben ein anderes Denken, wir haben ein anderes Benehmen. Und ich will eine Frau fragen, zu euer wie wiedergehen. Wenn du wirst anfangen so zu denken, als wenn du hier wirst oder wenn du hier im Himmel wirst, wie viel anders wirst du denken, als du von der ist? Lob mir die Frauen, kleine persönliche Frauen. Als die ganz meiste Mal die denken, so ist die toten Menschen denken, das ist keine Hoffnung, das geht nicht bis alle verbrück und das geht nicht wieder zu tun. Oder denkst du, so ist wie ein nicht Himmelreich denken. Because wir haben das gekriegt. Wir haben das all gekriegt, das soll uns, das ist all passiert. Gott hat uns mit Christus Jesus Tod abgewagt und mit am Tod einen Platz im Himmel gegeben. Und wenn du Gott sein Kind bist, du bist nicht hier zu waschen. Du bist nicht hier oder hier oder hier oder hier oder hier. Du bist das. Wenn du Gott sein Kind bist, du bist von Tod zum Leben gekommen und das wäre du bist. Nu, wo denken Menschen in het Nierreich? Wo denken Menschen im Himmel? Nu, das ist so, dass wir noch nicht alles, hier hat noch nicht alles geändert. Wir gehen nach Dingen durch, was wir nicht wollen, und wir sein Dinge, was wir nicht sein wollen. Und einen Tag sagt Gott, das wird immer sein. Du kommt eine Zeit, wo diese Menschen, die du leben, die wollen nicht mehr alles sein, die wollen nicht mehr alles durchbrücken. Und das wird dann der nächste Vers in Vers 7 steht. Dass er in der zukünftigen Tiden, so der hat uns geraten, der von Tod zum Leben gebracht, aber die kommt eine Zeit, sagt er, in der zukünftigen Tiden uns in Christus Jesus beweisen können, das ist crazy. Die Ursache, warum Gott das getan hat, uns von hier hinbringen, because es kommt ein Tag, es kommt eine Zeit, wo Gott uns was wiesen will. Weißt du, was er uns wiesen will? Er weiß. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen denken, dass Sie ihn bekehren, dass Sie ihn lebenden Gott geben und dass wir bloß, das ging so schändlich scheinen und die wissen, die hatten, das ging so sehr scheinen, because die wissen, wir sind nicht mehr in der Dosen, wie wir zum Leben gekommen. Aber das ist noch nicht, was dort kommt. Du sagst, es kommt der Tag, wo er uns will wiesen, wo vertraglich Reck, und hier ist das Wort, weil er sie nicht genug ist, und wo sehr gut er uns ist. Die Ursache, warum wir einen Tag wollen, dort hinkommen, in der Bett steht, in der besseren Platz haben, wo all das nicht was sind, ist, because Gott will uns wiesen, was meint vertraglich? Der sagt, wo vertraglich groß der Reck sie nicht genug ist, und wo sehr gut. In das Wort Gott in der Bibel sagt Gott mählich Leib. Wo sehr groß seine Leib für uns ist. Das wird Gott uns verwiesen.
Und das ist für deine Zukunft, das ist für meine Zukunft. Okay? Nu, wir leben in einer Zeit, nicht wo wir in einer Tod da sind, wir leben in einer Zeit, wo wir sind zum Leben gekommen. Aber was kommen wird, ist herrlich, das ist gut, das ist fern. Aber wo wir hier denken dann, und ich wünsche dir eine Challenge für dich. Wenn wir hier so sind, dann meint euch, dass du bist halb tot und halb leben, du bist 100% leben, wenn du mit Jesus bist abgestanden. Aber der Trouble ist, dass so viel Mal denkt, wie so steht, und nicht so steht. So viel Mal denkt, wie, dass das schafft nicht, und das ist alle ut, und das wird nicht mehr schaffen, und die Kirchen gehen alle zwei, und das eng von der Welt wird so steht sein. Kann ich dir Frau fragen, was wird ändern in deinem Leben, wenn du anfangen, so steht zu denken, und steht so steht zu denken? Was sind die Dinge, was du anfangen zu werden und zu tun? Was sind die Dinge, was du nicht wirst zu tun oder zu sein, because du hast Angst, und du denkst, es steht und es steht, so du sollst denken. Nu, mir spürt das Paulus, der kriegt euch genug von das. In jedem Jahr vielleicht sagt er, okay, nu hast du 10 Mal oder 200 Mal gesagt, aber Paulus der jetzt wieder und sagt, ihr seid durch Gott seine Genug, und ich kann nicht von loslassen. Er sagt, ihr seid durch Gott seine Genug gerat, wills Wort, wills so viel Geld das gedeihen, right? Der sagt, wills ihr glauben, okay, wills ihr glauben. Das ist nicht durch jene Worten, das ist ein Geschenk. Nu, kann irgendwas sein, wenn Gott uns ein Geschenk von Genug gegeben hat, wer ist der Hero? Weil ich, nicht, wenn ich kann das Geschenk kriegen. Wer ist der Hero? Gott. Okay, wenn wir aber nie, okay, woran denkt wir überhaupt, dass wenn ich das Geschenk von Genug gekriegt habe, dass ich der Hero? Woran denkt wir überhaupt, dass das mit mir zu tun? Wo haben wir das her, dass wenn eins wir auf den Himmel verloren und es hier angekommen, meine diestre Dose, du ich tot wir, und da hat das alle getan, dass ich sein, der wird niemand den Namen drehen. Wo haben wir das her, dass ich sein, nicht das große Geil, und dass ich sein, Sie, wenn die irgendwer was gegeben hat, because die heute Mitleid mit dir, die genug mit dir, die jaft die wird, der Hero ist gleich der, was gekriegt hat, das ist der, was gegeben hat. Und ich glaube, wir wollen uns denken, resetting, because wenn wir da einfach wollen down, das wird alles ändern. Das sage ich, da ich sie nicht genug, okay, wie wir geraten haben, nicht mal so Worten zu tun, das ist ein Geschenk von Gott, das ist nicht, dann seid ihr das nach einmal, wenn ihr nicht taugen könnt, das ist nicht durch die Worten, sondern keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Das hat gleich mit dir zu tun. Das hat gleich mit deinen Tschork zu tun. Das hat gleich mit deinen guten Dingen zu tun. Das hat gleich zu tun mit, was du gebetet hast, was du gelesen hast, was du gegeben hast. Das hat nicht mit mir zu tun, das hat nicht mit dir zu tun, das hat nicht mit uns zu tun. Das hat mit Gott zu tun. Und ich wünsche dir, den Reset-Button mal drücken und sagen, hey, und weißt du, was das größte Problem ist, woran wir vielmal in das Leben nicht vorkommen, ist, weil wir glauben, ich muss das tun. Ich glaube, dass ich kann das nicht tun. Ich glaube, dass und wir rennen uns alle wegen fast, because das hat alles mit mir zu tun. Nu, der 10. Vers, und das letzte Vers, was ich mit Ihnen lesen, aber ich will Ihnen sagen, das nicht skippen, because ich sage, du durch, und moi, der hat uns sehr viel gesagt, das hat nicht durch ihre Worte zu tun, das hat nichts zu tun mit was die tun haben, das hat mit Gott nicht genug zu tun. Dann sagt er, du durch, dass wir mit Christus, Jesus verbunden sind, okay, das ist auch vorbei, das ist auch passiert, nicht wie wollen, aber wenn das passiert ist, hat Gott uns nie geschaffen, in einen Stein versaat, dort wir Gott daunen können. Okay? Und ich will Ihnen sagen, das nicht skippen. Because Gott will Ihnen dieses Gott tun. Gott redet von guten Worten. Gott redet von guten tun. Gott will Ihnen dieses Gott tun. Die Menschen fragen einmal so, ist genug, dann genug, und brauche ich nichts zu tun? Soll wir überhaupt Gott tun, oder muss wir Gott tun? Das kriegst du von dem, ich fragen, wenn ich mit deiner Familie, deine Kinder habe, und ich würde einen von deinen Kindern einen Fout geben, dann würde ich fragen, soll ich das Gott tun? Soll ich das Fan sein zu denen? Die würden sagen, well, da. Okay? Die würden sagen, ja, du sollst Gott tun. Because wir sind gemerkt, um Gott zu tun. Aber hier ist der große Trouble. Wir glauben einmal, wir müssen Gott tun, um hier rauszukommen. Wir glauben einmal, wir müssen schaffen, damit wir das Dose können. Oder wir müssen von hier ankommen, von hier ankommen, von hier ankommen. Das darf nicht sein. Wir tun keinmal Gott, um diese Dose zu kommen. Wir können nicht, because die Menschen können nicht Gott tun. Die Menschen können nicht rauskriegen. Du kannst nicht, wenn du wirst tot, und du kannst nicht raus. Okay? Und ich mag dir das sagen, du und ich würden nicht Gott tun können, wenn das nicht wie wegen Gott auf uns zurückgebracht. Der sagt, Gott hat uns einen Stein versagt, dass wir Gott tun können.
dat wir überhaupt capable sind, zum Gott zu tun, das hat bloß zu tun, because Gott hat dir rückgeraten. Nu, dat zag je een van de mensen wat er nog dood, jäslich dood zijn, right? Taal der Gott werken er dan niet. En ik wil je niet noemen rest aan je een small group zijn, maar hier is dat ding. Du kost niet Gott doen uit jezelf. En du kost niemals Gott doen om die deze dood uit, because du kost die uit, wenn du bist dood. Wanneer du dood bist, dan kost je niet Gott doen. En zo, en dat antwoord de vrouw, wanneer we vragen, waarom doen we Gott? Doen we Gott om in Himmel te komen? Doen we Gott om Gott Menschen worden? Oder doen we Gott wils wer wir sind? Nu, ik wil, während de worship team hinabkwam, wil ik een vrouw vragen. En dat is voor die persoonlijk. En ik wens du woest hierover denken. Wanneer du denkst aan die leven en de dingen wat du deed, waarom deed du wat du deed? Waarom wirst du in fijne man te die vrouw zijn? Waarom wirst du in fijne vrouw te die man zijn? Wat is de oorzaak dat du wirst in gehoorzaamheid kind te die elden zijn? Wat is de oorzaak dat we bij de kerk met helpen doen? Wat is de oorzaak dat we zingen en spelen doen? Wat is de oorzaak dat we predigen doen? Waarom doen we dat? Nee, we willen er niet van losdoen dat de goede dingen wat we doen, die zijn zeer goed en we zullen die doen. Aber we zullen niemals goede doen om een betere naam bij God te krijgen. We zullen niemals goede doen om geloven dat God wordt ons uit deze doos maar uithelpen. We zullen niemals de Bibel lesen met de idee dat dan we een beetje meer punten bij God krijgen. We doen de Bibel lesen because we zijn ganz ongenomen bij God. We dieses keinmal in de kerk komen is goed, aber dieses keinmal naar de kerk komen met de idee dat wanneer niet alle werkwoorden naar de kerk komen, dan wordt God die niet zo sehr gleichen. We komen naar de kerk om te celebreren dat we niet moeten naar de kerk komen. Because we zijn ongenomen bij God. Wanneer du uit deze doos bist zurückgebracht en bist zum Leben gekommen, Gott sein Kind. Und Gott gleicht die nicht, was du getan hast. Das ist nicht wegen deinen Worten. Gott gleicht die, Gott läuft die wegen, wer du bist. Nicht wegen, was du getan hast, der gleicht die wegen, du bist, aber viel mehr wegen der Leib, was er hat für dich gegeben. Und so, wir wollen Gott tun. Wir wollen ein Teil Gott tun. Wir wollen dein, wir wollen helfen. Aber please, dort nicht Gott, weil sie glauben, die wollen einen Punkt merken. Because deine und meine Worte können keine Punkte merken, nicht bei Gott. Und so, ich würde gleich jemand fragen, sie wollen abstehen. Und kijk voor die best, voor de gleich dat die woord een passen kunnen voor die zelfs nemen. En God voor dat danken wat hij heeft voor die gegeven. En wanneer du best, wo du dein Leben hast einfach naar God gegeven, dan wil ik aan die zoals den Reset-Button drukken en zeggen, dat is mij genoeg. Ik wil niet bloß gezeten en geloven dat wenn goede dingen wat ik gedaan heb, wat ik beter worden. Wir wollen nicht denken, dass unsere gute Worte uns von einem Punkt merken. Von dem Smart werden wir dankbar sein, dass Gott uns hat von Tod zum Leben gebracht. Und ich würde gleich, dass du wirst, Gott, kriegst du, wo die Besten passen können, was persönlich für das danken. Gott, Dankeschön für uns, nicht in den Zustand luten, wo wir uns alles hatten abgemäßt. Und Dankeschön, dass wir nicht brücken durch mein Leben. Dankeschön für Mitleid und Erbarmen haben mit uns, aber viel mehr Dankeschön für uns, nicht bloß allein luten, die uns noch alles gegeben, was wir haben. Und wir wollen die für die ewige Teil von uns Leben, dafür loben, dafür preisen und danken. Vielleicht ist jemand immer erst, von der smart ist und die glauben, die haben noch keinmal, die sind noch keinmal aus diesem Tod zurückgeraten. Und ich würde gleich noch die von der eine Entscheidung merken, wo die sagen, Gott, ich merke mein Hart auf, ich lud mich hier rausnehmen. Weil wir weten, das kann bloß Gott tun. Und ich danke dir, Gott, für das tun. Ich danke dir, Jesus, für hier mit uns taub sein. Ich danke dir für uns helfen und uns leiden. Ich danke dir, für dass wir kennen, die Wahrheit weiten von deiner Genut und deiner Leib. Und ich bete, dass wir wollen beten verstehen, wo vertraglich groß deine Genut und deine Leib ist uns. Ich bete, dass wir beten wollen sein, wo groß und wo deep und wo weit und wo breit deine Leib uns ist. Wir danken dir für Dinge, die wir nicht mal weiten, wo groß die sind. Und wir loben und wir preisen dir in Jesus' Namen.
Ans heeft eine große Freude, die von dir gewählt hast, mal ans zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je in best für Lebenszeug ist oder du noch mal hast geregnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen, also deren sind für alle Menschen. Wie kommen wir alle sind das Smarres Tag nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit deinem Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier uns angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich natürlich subscribe auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.